Genau, Stop Fighting. When there's no one left to share your tears and your laughter and your fears, when you stop fighting. When there's no one left to share your tears and your laughter and your fears, when you stop fighting. Not from. Der Song hat, glaube ich, auch noch eine Message, die irgendwie heute Abend so vielleicht auch der Schlusspunkt so ein bisschen darf sein. Erzähl, Horti, wieso der Song? Unsere Sängerin, die den Text geschrieben hat, den Song eigentlich schon geschrieben vor 2 Jahren ungefähr. Und eben, es geht darum, eben mit diesen ganzen Kriegen aufzuhören. Der Ukraine-Krieg war dann noch weit entfernt gewesen, aber irgendwie schafft es die Menschheit immer wieder, irgendwo Kriege anzufahren. Und, ja, das ist eigentlich die Message so ein bisschen. Aber auch, also der Song ist nicht auf Kriege gemünzt, es geht eigentlich auch sonst darum, über Konflikte zu beenden. Ich glaube, es fängt eben nicht mit dem Krieg an, es fängt Genau. in jedem Einzelnen von uns an, im ganz Kleinen. Und dann ist auch plötzlich ist der Kreis einfach grösser. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Hey, cool. Fragen haben wir keine, aber es hat jemand reagiert. Und zwar, wir haben sie vom CD-Sammler gehabt und dann so gemeint, du hast schon gesagt, ja, sie sind vielleicht vor allem Metaller, die eben noch zum Glück immerhin kaufen die noch Haufen CDs. Und die Person hat geschrieben, kleine Anmerkung zum Thema CD-Käufe. Nummer 1 Szene kauft mehr physische Tonträger als Metaller, nämlich Schlagerfans, genau, mit hoch auf die Schlagerfans. Das ist so, ja. Spannend. Ja, schon gelesen. Ja. Genau, nein, es ist ja uns schon dann auch, ich meine schon Bücke lieber, gell, so. Aber letztlich, glaube ich, das Coole ist doch daran, wenn jeder auf seine Art kreativ kann sein und das echt macht, dann hat das auch eine Qualität. Das tue ich mir jedenfalls auch. Es gibt Sachen, die das ist überhaupt nicht meins, aber wenn es überzeugend gemacht wird, dann das ist ja gut, wenn es nicht meins ist. Genau, ja. Gut ist, wenn die jetzt Szene CDs verkauft noch, ist das auch gut für die gesamte CD-Industrie, weil wenn nur noch Metal-CDs produziert, dann stirbt es sowieso. Genau, der Dali-Maschine. Genau. Ja, ich habe noch eine letzte Frage, eine, die wir allen unseren Gästen auch stellen hier im Heavy Mental. Und zwar so, was ist eure ehrliche Aussensicht auf Metal Church? Was nehmt ihr wahr? Positiv, vielleicht was irritiert euch auch, oder was stößt euch irgendwie ab? Sagt uns, was Sache ist, so einfach wie ihr aus dem Freiburgischen wahrnehmt, was wir da machen. Genau. Also ich habe es nicht wahnsinnig verfolgt in letzter Zeit. Ich bekomme ein bisschen etwas mit über Facebook von dir, wo ich aber sehe, was ihr macht. Und ich finde es mega cool, macht ihr das und bietet ihr das an hier. Auch wenn ich selber jetzt noch nie in so einem Gottesdienst gewesen bin, ich finde einfach die Aktion eigentlich super, dass man das verbindet, dass man das kann, an Gottesdienst kommen und Metal-Musik hören gleichzeitig. Oder nachher, ich weiß nicht genau, wie das machen. Nein, miteinander. Ja. Und, ich finde das super und ich finde, das ist eigentlich genau der Weg, den die Kirche eigentlich sollte machen heutzutage. Nicht das verbotene, langweilige, alte, man geht in die Kirche, man sitzt da stundenlang her und der Pfarrer predigt einfach eine Stunde lang, sondern etwas Neues. Und ich habe schon manchmal oder auch gesehen, die Kirche müsste doch moderner werden, müsste mit der Zeit gehen, müsste etwas ändern. Und das ist eigentlich genau das, was du machst, du, dein Team. Und Chapeau, ich finde das grandios. Merci vielmals. Ja,
Ich finde schon den Namen Hölle cool, abgesehen davon, Metal Church, weil es eine Lieblingsband von mir ist. Super Band. Aber das hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Nein, ich finde es faszinierend, was ihr macht, weil eben, die Kirche, so wie ich aufgewachsen bin, eben noch als Messdiener und katholisch und so, ist immer sehr engstirnig gewesen und es hat wirklich nur mega schöne Klappen gegeben und sonst gar nichts. Und es wäre dann unmöglich gewesen, dass irgendein katholischer Priester dürfte Metal hören, das geht gar nicht. Und dass das jetzt heute von euch anders vorgelebt wird und ihr auch offen seid, das finde ich super, weil schlussendlich sollte es um Toleranz gehen in allen Belangen, nicht nur bei Musik, auch beim Glauben. Und ich denke manchmal ein bisschen, wenn ich neue Sachen sehe, an die Gospel-Sachen zu Amerika, was ich mega cool finde, weil dort ist eine Messe eigentlich, ich sage jetzt nicht eine Party, aber ein riesen Fest. Schade, ja. Jetzt die singen und haben Spass und es ist nicht einfach das Vorkönnen und Schäfli so gefälligst folgen, sonst kommen sie in die Höhe, sondern einfach, es geht um Kommunikation, um Interaktion und bei euch wird das eigentlich jetzt, das ist eine Art Metal-Gospel fast ein bisschen so vorgelebt, das finde ich cool, wirklich. Super Sache. Hey, merci vielmals. Danke für das Feedback. Das freut uns mega fest. Und merci vielmals, dass dir den Weg hier an auf Fächingen unter die Füße oder unter die Rädchen genommen habt. Auch noch ein bisschen im Dunkeln umeinander zu sein. Wir finden es ja nicht so einfach da. Merci, dass wir hier dürfen kommen. Ja, Sehr das spannend. Ja. ist sehr gern gesehen. Merci vielmals. Ja, merci an die Gäste im Stream, merci an die Gäste hier vor Ort, merci auch an die Kirchgemeinde Fächingen, die uns hier Gastrecht heute gegeben hat. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr gerne etwas in die Kollekte tun, mit Wind oder vor Ort hier in den Kollektentopf. Aber das ist überhaupt kein Müssen, das ist einfach ein Dürfen, wie man will. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Abend zu wünschen. Fühlt euch Gott.